Schönen guten Tag, Mr. Farnham. Was liegt an? Darf ich mich vorstellen? Ich bin John Blackmore, Direktor des Balford Hotels. Wir möchten unsere distinguierten Gäste ganz besonders willkommen heißen. Dürfte ich Ihnen dies als Zeichen unserer Wertschätzung verehren? Ja, sicher. Ich wollte gerade gehen, aber schätze mal, die Sachen zum Angucken werden wohl eh nicht abhauen. Na, dann reinspaziert, Meister. In Farnhams Zimmer reinzukommen war leicht. Sein Vertrauen zu gewinnen, etwas ganz anderes. Doch ich habe ja immer noch ein Ass im Ärmel. Blackmore? Alles klar, Partner? Das Vertrauen einer Person gewinnt man am besten, indem man sie glauben macht, dass man ihr selbst vertraut. Und manchmal sieht man sich dabei am besten mit der Wahrheit aus der Affäre. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Die Welt geht vor die Hunde. Und ich auch. Wohin ich auch sehe. Überall nur Korruption, Lügen und Dreck. New York ist nichts als eine Müllhalde. Ihr Yankees könnt euch ja nicht mal richtig aufregen. Unten bei uns in Texas haben wir ja diese scheiß Katholiken aus Mexiko. Aber zur Hölle nochmal, es gibt einen Weg, mit all dem fertig zu werden. Einer der Tricks dieser Branche ist, sich der Vorurteile bewusst zu sein, die wir alle hegen. Wir vernebeln unser Urteilsvermögen und verstellen uns den Blick auf die Person, die wir vor uns haben. Wir sehen sie durch die Brille unserer Vorstellungen davon, wie genau sie unserer Meinung nach sein sollte. Doch ab und zu trifft man auf jemanden, dem es so sehr an Persönlichkeit fehlt, dass er nur noch als Stereotyp durchgehen kann. Farnham war nicht nur für sich genommen eine Schande, sondern auch für Texas und die Schöpfung insgesamt. Allein die Vorstellung, dass ich in seine Rolle schlüpfen sollte. Wie gern wäre ich wie du. Du scheinst mir so zufrieden zu sein, frei von jeder Last. Hör sofort auf, Partner. Glaubst du etwa, dieser alte Köter hier hat keine Zecken? Ich will dir mal was über meine erste Frau erzählen. Als ich mir Farnhams Vertrauen erst einmal erschlichen hatte, blieb mir noch herauszufinden, was ich wissen musste, um mich in ihn zu verwandeln und dabei am Leben zu bleiben. Was kann ich für Sie tun, Sir? Howdy, ich bin Howard M. Farnham II. Na gut, kennen wir uns. Was kann ich für Sie tun, Sir? Farnham war ein Trinker von Format. Ich musste diese Information irgendwie aus ihm herauskriegen, bevor er sich ins Delirium soff. Sonst hätte ich mir diese Information selbst beschaffen müssen. Ding Dong? Interessanter Name für eine Stadt. Letztes Mal habe ich mir eine vietnamesische Rasur gemacht. Bitte. Natürlich erinnere ich mich an Sie. Kommen Sie rein. Nehmen Sie Platz. Sie werden sicher verstehen, dass wir gar nicht vorsichtig genug sein können. Unser Gastgeber hat viele Feinde und die muss man in Schach halten. Klar, verstehe ich. Freut mich zu hören. Könnten Sie jetzt bitte meine Frage beantworten? Was kostet eine vietnamesische Rasur? $5.
Zu dem Preis kann ich Ihnen nur einen Schnitt anbieten. Oh, Scheiße. Sie werden sicher verstehen, dass wir gar nicht vorsichtig genug sein können. Unser Gastgeber hat viele Feinde und die muss man in Schach halten. Klar, verstehe ich. Freut mich zu hören. Könnten Sie jetzt bitte meine Frage beantworten? Was kostet eine vietnamesische Rasur? Einen Reason. Zu dem Preis kann ich Ihnen nur einen Schnitt anbieten. Was? Sie werden sicher verstehen, dass wir gar nicht vorsichtig genug sein können. Unser Gastgeber hat viele Feinde und die muss man in Schach halten. Klar, verstehe ich. Freut mich zu hören. Könnten Sie jetzt bitte meine Frage beantworten? Was kostet eine vietnamesische Rasur? Und dann, klar, hat der Suff meiner ersten Ehe den Chaos gemacht. Weißt du, meine Frau hat mich mit dem Dienstmädchen erwischt. Und auch bei meiner zweiten Ehe. Du weißt ja, was ich mit ihrem Daddy angestellt habe. Immer die gleiche Nummer mit verschiedenen Geliebten. Also habe ich beschlossen, mir treu zu bleiben und nur noch was mit Nutten anzufangen. Selbst wenn ich am Ende welche von denen heiraten sollte. Ich kann Sie nur zu gut verstehen, Mr. Farnham. Also will ich ganz ehrlich mit Ihnen sein. Ich habe meine gesamten Ersparnisse beim Pokern verjuckst. Und wenn ich noch Geld übrig hätte, würde ich das auch noch verjucksen. Poker ist nicht das Problem, sondern vielmehr das Zocken ohne Zaster. Ach, Sie können mir glauben, wenn ich mit offenen Rechnungen bezahlen könnte, wäre ich steinreich. Komm schon, du hast doch noch nicht mal einmal so reinscheißen, mein Sohn. Ich habe gerade das 10-fache deines Jahreslohns geblecht, um wenig Poker zu spielen. Und trotzdem ist das für mich nur Taschengeld. Kleingeld, wenn ich ehrlich bin. Ich habe gefragt, wie viel? Natürlich haben die mir eine Quittung gegeben. Für wen hältst du mich, mein Junge? Ich werde es dir zeigen. Hab hier irgendwo... Sekunde, ich hol sie eben. Ich hab sie hier drüben. Bin gleich wieder da. Ding Dong? Interessanter Name für eine Stadt. Da steckt bestimmt der Geist von Texas drin. Damit und mit dem Bolo-Teil sehe ich wirklich echt aus. Mann, was für ein Gestank.
Warum haben Sie nicht gleich gesagt, dass Sie die Quittung in der Tasche haben? Eigentlich weiß ich es ja schon, aber wer hat Ihnen gesagt, Sie sollen zu diesem Barbier kommen? Ich verrate dir mein kleines Geheimnis zu meiner ersten Frau, mein Söhnchen. Als ich diese Frau traf, hatte sie kein Benehmen, kein Geld, kein... Und das ist jetzt mir. Farnham? Gütiger Himmel, wenn das mal nicht der Held des Tages ist. Wird nicht leicht werden, wie ein echter Texaner rüberzukommen. Aber ich werde mein Bestes geben. Wahrscheinlich brauche ich beim Spielen gar nicht seine Gesten nachzumachen, aber schaden kann's sicher auch nicht. Da laus mich doch der Affe. Wahrscheinlich brauche ich beim Spielen gar nicht seine Gesten nachzumachen, aber schaden kann's sicher auch nicht. Ja, wo ist er? New York. Klar doch. Wie ich Farnham kenne, war die Besitzerin dieses BHs rein geschäftlich hier. Wie auch immer, Kenny. Danke, dass du die Partie mit Cassidy arrangiert hast. Gott segne dich, Bruder. Der verdammt nochmal verrückteste Texaner in New York. Mein guter alter Freund Kenny, der verdammt nochmal verrückteste Texaner in New York. Wissen Sie, wie viele Kennys es hier in New York gibt? Welcher Kenny? Also abgesehen davon, wann und wo die Partie sein wird, dem Passwort und der Menge an Geld, die Farnham eingezahlt hat, was brauche ich noch? Ding Dong? Interessanter Name für eine Stadt. Immerhin ist es ein Trost, dass Farnhams Begleiterinnen es weniger schwer haben, wenn er einen über den Durst trinkt. Nicht mal eine Bibel. Die riechen nach Party. Nein, ich bin zu langsam. Kenny, hey, glauben Sie etwa, dass man mit jemandem nicht befreundet sein kann, nur weil man seinen Nachnamen nicht kennt? Lassen Sie mich mal überlegen. Nein? Mein guter alter Freund Kenny, der verdammt nochmal verrückteste Texaner in New York. Wissen Sie, wie viele Kennys es hier in New York gibt? Welcher Kenny? Also abgesehen davon, wann und wo die Partie sein wird, dem Passwort und der Menge an Geld, die Farnham eingezahlt hat, was brauche ich noch?
Ja, Bill Cannery. Zum Glück gab es nur einen Kenny in Farnhams Adressbuch. Kenny Eakes, wohnhaft in... Cool. Coronel Plaza, Manhattan. Umwerfendes Penthouse. Wundert mich nicht. Mr. X hat einen ausgezeichneten Geschmack. Wissen Sie vielleicht, wonach er bei seinem letzten Besuch verlangt hat? Nein, die Faulstühle. Nicht sagen, Billy Bob. Das hier ist mein neuer Freund Farnham, stimmt's? Aber klar doch, Ihr Barbier wollte mir gerade eine Rasur verpassen. Die können Sie sich auch noch ein anderes Mal abholen. Billy Bob ist stets zu unseren Diensten. Natürlich. Hey, kommen Sie, gehen wir rein, bevor die den Bourbon ohne uns aussaufen. Ich habe ihn noch nicht gefilzt, Sir. Ich glaube nicht, dass das nötig sein wird. Mr. Farnham hier ist ein ehrbarer Texaner. Ich bin mir sicher, er wird uns seine Waffe aushändigen, wenn wir ihn darum bitten. Nicht wahr? Würde ich ja gern, wenn ich eine Waffe dabei hätte. Habe ich aber nicht. Soll das ein Witz sein? Ein unbewaffneter Texaner? Ja, der hat wirklich keine Waffe. Aber Ganz gleich, wie oberflächlich jemand auch scheinen mag. Es gibt immer einen Weg, sein Herz zu erobern. Es wird mir ein Vergnügen sein. Willkommen, meine Herren. Die Jetons sind auf dem Tisch und die Knarren im Tresor. Jetzt haben wir einen wunderbaren Pokerabend vor uns, inklusive Quarzerei und Bourbon. Also fangen wir an. Nehmen Sie Platz, Mr. Farnham. Lassen Sie mich das Vorstellen übernehmen. Zu meiner Rechten, in der grauen Hose, mit einem Kampfgewicht von 63 Kilo, der Besitzer des Pink West, des größten Fleischmarkts in ganz Manhattan. Mit anderen Worten, ein echter Hurensohn. Nichts gegen die Damen, die er auszubeuten pflegt. Unser amtierender Champion, Oswald Quince. Ein Titel, den ich zu behalten gedenke, falls mir unser neuer Herausforderer nicht in die Suppe spuckt. Sie haben es hier mit dem schlechtesten Spieler von ganz Texas zu tun.
Sie wollen mich doch bloß leichtsinnig machen, oder? Tatsache ist, dass unser Sportsfreund Farnham hier das größte und, wie ich meine, unterhaltsamste Etablissement in Texas hat. Wirklich? Dann sind wir also Kollegen, was? Träum weiter, Queens. Ihm gehört ein Casino. Teufel auch. Und das ist noch nicht mal in Austin oder Dallas, sondern in einer kleinen Stadt namens, wie hieß sie noch gleich? Mist, ich hab das doch neulich erst nachgesehen. Klang irgendwie komisch. Ich hasse das, wenn sowas passiert. Ich dachte, alle Casinos in Texas sind nach Vegas umgezogen, wo Glücksspiel legal ist. Sie liegen falsch, Partner. Queens hat recht. Das Casino ist in Vegas. Ha, wusste ich's doch. Nein, ich bin mir sicher, dass das eine Stadt in Texas war. Hatte den witzigsten Namen überhaupt. Und zwar, Manchmal hat man das Gefühl, dass alles schiefgegangen ist. Dass man einen furchtbaren Fehler gemacht hat. Tut mir leid. Hab ich manchmal gesagt. Nein. Sowas passiert einem nur einmal im Leben. Tatsache ist, dass unser Sportsfreund Farnham hier das größte und, wie ich meine, unterhaltsamste Etablissement in Texas hat. Wirklich? Dann sind wir also Kollegen, was? Träum weiter, Queens. Ihm gehört ein Casino. Teufel auch. Und das ist noch nicht mal in Austin oder Dallas, sondern in einer kleinen Stadt namens, wie hieß sie noch gleich? Mist, ich hab das doch neulich erst nachgesehen. Klang irgendwie komisch. Ich hasse das, wenn sowas passiert. Ich dachte, alle Casinos in Texas sind nach Vegas umgezogen, wo Glücksspiel legal ist. Meinen Sie Ding Dong in Texas? Ding Dong, das war's. Wer kommt denn auf so einen Namen? Also Casino oder kein Casino. Hoffen wir nicht, dass er so viele Asse im Ärmel hat wie einst der selige Ventimiglia. Amen. Zu meiner Linken, in der braunen Hose mit einem Kampfgewicht von 180 Kilo, Frank, etwas mehr Respekt, ja? der Tycoon der Gastlichkeit, Paulie... Paulie... Tycoon? Ich hab doch bloß eine kleine Bar mit Pooltischen. Die Kunden trinken so gut wie nichts und spielen noch weniger, aber bestimmte geschäftliche Transaktionen könnten nirgendwo sonst abgewickelt werden. Verdammt nochmal, Paulie, warum weiß ich deinen Nachnamen nicht? Weil die mir den weggenommen haben. Du hast ja keine Ahnung, wie gut der Anwalt meiner Ex ist. Frauen. Selbst den Namen nehmen sie uns noch weg. Du hast echt den Knall, Paulie. Wenn Sie mit den Sehenswürdigkeiten durch sind, schauen Sie doch mal im La Iguana vorbei. Wir spielen Pool und ich gebe einen aus. Aber ich muss Sie vorwarnen. Meine Klientel ist nicht gerade scharf auf pelzige Gesellen wie Sie. Bedauere, Partner, ich kann Pool nicht ausstehen. Na, dann schauen Sie doch einfach rein und trinken Sie einen. Und noch einen. Nun, scheint so, als würde Farnham in nächster Zeit nicht ins Poolgeschäft einsteigen. Dieser Kerl hier will in Texas einen Boxverband aufmachen. Und raten Sie mal, bei wem er sich Rat holen will. Um ehrlich zu sein, mir machen gleich mehrere Sachen Sorgen. Ich wäre also für jeden Rat dankbar. Und? Was macht Ihnen Sorgen? Eigensinnige Trainer wie Joe Dunn. Ah, verstehe. Sie haben Ihre Hausaufgaben gemacht. Dieser Wichser wollte sich nicht mal an die grundlegendsten Regeln halten. Zum Beispiel wollte er keine Boxer von offiziellen Turnieren ausschließen, deren Manager nicht meinem Verband angehören. Hey, verstehen Sie mich nicht falsch. Tut mir leid, dass er tot ist. Aber wenn die jemals einen Mörder finden, bezahle ich dem nur zu gerne den Anwalt. Billy Bob, bring den Bourbon. Wir verdursten. Ich gebe, und zwar mit einem neuen Deck. In diesem Etablissement zollen wir den Traditionen unseren Respekt.
Poker ist so langweilig wie simpel. Man braucht nur den Leuten ins Gesicht zu sehen. Und selbst der schlechteste Detektiv kennt diesen Trick. Allerdings muss man wissen, worum man spielt, wenn sehr viel mehr als nur Geld auf dem Spiel steht. Ach verdammt, was? Schon wieder? Wie viele Runden haben Sie gewonnen, Farnham? Ich schwöre, Farnham ruft seine Frau noch an, bevor der Abend vorbei ist. Ha! Ach, hey, übrigens. Habt ihr das von Kennys Frau gehört? Ziemlich tragisch, was? Was ist passiert? Ach, einfach nur Pech. Aber ich bin mir sicher, dass Farnham da mehr weiß als ich. Wie auch immer, Kenny. Danke, dass du die Partie mit Cassidy arrangiert hast. Gott segne dich, Bruder. Der verdammt nochmal verrückteste Texaner in New York. Und der arme Kerl hat doch schon Probleme genug jetzt, wo seine Frau... Frauen brauchen einfach ihre Laster. Sie ist jetzt in einer Entzugsklinik, abhängig von Schlaftabletten. Du weißt schon. Genau, Schlaftabletten. Frauen dürfen schließlich auch ihre Laster haben. Bring den Bourbon, Billy Bob. Komm schon, komm her mit dem Bourbon. Vielleicht war ich ein wenig voreilig, als ich meinte, Poker sei für einen guten Detektiv ein Kinderspiel. Sagen wir einfach, es ist relativ simpel. Es gibt immer jemanden, der einen überraschen will. Relativ gesehen. Da laus mich doch der Affe. Ich glaub's einfach nicht. Was ist los, Farnham? Anfängerglück hält nicht ewig. Und genau dann kommt der wahre Champ so richtig ins Spiel. Ich hoffe, Sie sind bereit, alles zu verlieren, mein Freund. Ha, armer Farnham. Da kommt er in diese Stadt, um mit dem Boxen ganz groß abzusahnen. Und jetzt verliert er alles beim Poker. Ich hoffe, Ihr guter Rat macht es wieder wett. Ja, also, wie kann ich Ihnen helfen? Diese Sportler haben Affären untereinander, etwa Al Stone und Alan Moore. Wie ich sehe, sind Sie Abonnent von What's News. Ja, mein Starboxer, der amtierende Champion, hat eine Affäre mit Amerikas Liebling. Hey, ich habe ja nichts dagegen, wenn zwei Idioten sich ineinander verlieben. Verstehen Sie mich da nicht falsch. Aber das wirkt sich schon auf seine Leistung aus. Ich glaube nicht, dass er gegen Yale verlieren wird. Doch so langsam mache ich mir Sorgen. Jetzt zufrieden? Klar doch. Wobei, da wäre noch etwas. Kommen Sie, raus damit, ich will spielen. Mörderische Boxer wie Bobby Yale. Ha! Das hat ganz schön Wellen geschlagen, was? Keine Ahnung, ob er es war. Aber das Problem ist doch, dass der Kampf gegen meinen Champ Stone vielleicht nicht steigt. Die gute Nachricht ist, dass ich den Gouverneur fast schon so weit habe, dass er ihn am Tag des Kampfes aus dem Knast lässt. Mit Polizeieskorte, versteht sich. Ich wette, das kommt beim Publikum super an. Los, spielen wir noch eine Runde, sonst sagt Quince nachher noch, dass wir ihm die Siegessträhne versaut haben. Wird nicht passieren. Meine Herren, ich kann euch nur raten, euren Söhnen nichts von diesem Abend zu erzählen. Es sei denn, sie sollen jeden Respekt verlieren. Moment mal, soll das etwa heißen, unsere Söhne respektieren uns wirklich? Ach ja, heute kann man Jungs doch gar keinen Respekt mehr beibringen. Selbst eine gute Tracht Prügel bringt nichts mehr. Versuchen Sie es mal ohne Prügel. Man kann Jungs auch besser erziehen. Hey, Vorsicht, Quince, du sprichst da mit einem Profi. Kenny hat mir erzählt, dass Sie die Hütte hübsch voll haben. Wie viele Kinder haben Sie da noch mal in Ihrer Hütte? Nein, dieser Hurensohn war kurz davor, an seiner eigenen Kotze zu ersticken.
Sicher, der Anblick eines Millionärs, der an seiner eigenen Kotze erstickt, hatte was Poetisches. Obwohl, ich könnte ihm nicht einfach nur beim Sterben zusehen. Leider machte ich mir gar nicht erst die Mühe zu versuchen, ihn zu retten. Oh nein. Ach, blöd. Ich musste B drucken, so ein Scheiß. 8. Wie viele Kinder haben Sie da nochmal in Ihrer Hütte? Nein, dieser Hurensohn war kurz davor, an seiner eigenen Kotze zu ersticken. Sicher, der Anblick eines Millionärs, der an seiner eigenen Kotze erstickt, hatte was Poetisches. Obwohl, ich könnte ihm nicht einfach nur beim Sterben zusehen. Eieieiei. Verdient oder nicht, dieser Mann sollte weiterleben. Das ist doch mal was. Keine Ahnung, wie sie die alle im Zaum halten. Alles, Jungs? Muss das denn jetzt sein? Ach, man sollte nie Quince in die Nähe seiner Töchter lassen. Komm schon, Pauli. Kinder sind heilig. Die rühre ich nicht an. Und zwar bis sie 12 sind. Danach nun... sagen wir einfach, dass manche Männer Bedürfnisse haben, die nur ein junges Mädchen in diesem Alter befriedigen kann, wenn ihr wisst, was ich meine. Alles klar bei Ihnen, Farnham? Das war's dann mit deiner Strähne, du kranker Wichser. Früher oder später wird sich die Polizei deinen Arsch holen. Queens. Was soll der Scheiß denn jetzt? Ich wette, du kannst die armen Mädchen genauso wenig gut verstecken wie das Ass da in deinem Ärmel. Was? Du verlogenes Stück Scheiße! Quince? Glaub ihm kein Wort, Frank. Nenn du mich bloß nicht Frank. Billy Bob. 500 zusätzlich. Ha. Fürs Saubermachen. Das geht klar. Gut gemacht, Farnham. Ich schulde Ihnen was. Bitte nehmen Sie die Jetons von diesem perversen Flattermann. Und meine auch, wenn Sie wollen. Hab gerade die Spendierhosen an. Hey, der Gouverneur hat meinen Vorschlag angenommen, Bobby Yale am Tag des Kampfes aus dem Knast zu lassen. Hey, das scheint mir ja ein perfekter Abend zu werden. Wenn Sie mit Ihrem neuen Unternehmen loslegen wollen, rufen Sie mich an, Farnham. Jederzeit. Ja, cool. Ihr Benehmen gestern Abend beim Spiel war eine bodenlose Frechheit. Behelligen Sie mich nie wieder, sonst mache ich Ihrer erbärmlichen Existenz ein Ende. Sollte Sie unser gemeinsamer Bekannter nach Ihrem geschäftlichen Ansinnen fragen, sagen Sie ihm, Boxen sei zu brutal für Sie. Gezeichnet Frank Cassidy. Meine eigenen Spuren sollten am nächsten Morgen verwischt sein, wenn Cassidy dieses Schreiben von Farnham lesen würde. Sehr geehrter Mr. Cassidy, obwohl ich Ihnen für Ihre Hilfe dankbar bin, hat mir das Spiel vom gestrigen Abend vor Augen geführt, dass Boxen für einen friedliebenden Texaner wie mich einfach zu brutal ist. Ich habe beschlossen, woanders zu investieren.
Hochachtungsvoll, Howard M. Farnham II. Scheiß Texaner. Und Ladescreen. Dies war das erste Mal seit Tagen, dass ich ohne meine tägliche Tracht Prügel ins Bett ging. Wirklich zu schade. Geht doch nichts über einen geschundenen Leib als Einschlafhilfe. Vielleicht hätte ich mich ja selbst verprügeln sollen. Blacksad. Endlich! Ich brauche Sie im Boxclub. Sofort, bitte! Ladescreen. So war das schon, als ich hierher gekommen bin. Wann sind Sie hierher gekommen? Ich versuche schon seit einer Stunde, Sie anzurufen. Beruhigen Sie sich. Ich kümmere mich darum. Okay, also. Dann verabschiede ich mich und bis bald wieder. Ciao zusammen.